Apocalypse. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge oder bei einem neuen Projekt. Das ist Sniper Elite 4 Italia. Ich habe in dem Spiel schon einige paar Runden gespielt. Ich habe auch mal ein wenig, schon ein bisschen vorausgespielt, wie ihr hier seht. Meisterschütze normal. Ich habe mir dann überlegt, ich werde dieses Projekt, dieses Zeug oder dieses Spiel mal alleine aufnehmen im Einzelspieler-Modus. Und ja, vielleicht wird mal noch ein Multiplayer daraus folgen. Das weiß ich noch nicht, weil es nämlich derzeit so ist, dass ich noch keine Kollegen habe, mit denen ich das aufnehmen kann. Aber ja, ich werde jetzt halt schon mal in dieses Game reinspringen mit euch. Ich habe es ein bisschen gespielt schon, aber das ist jetzt ja schon mal ein halbes Jahr her oder ein Dreivierteljahr her. Ich weiß auch nicht mehr so wirklich viel, deswegen würde ich sagen, ich starte eine neue Kampagne mit euch und legen los. Bis gleich. Lassen wir beim Meisterschütze Alpha so, dann schauen, ob da noch irgendwelche anderen Waffen da sind. Aber wie wir sehen, ist nichts hier. Haben wir irgendwas für den Skin? Nein, Skin haben wir auch nicht. Upgrade haben wir auch nicht wirklich mehr. Ja, dann würde ich sagen, ist das okay. Was nehmen wir denn? Aussehen jetzt. Das ist Standard. Nehmen wir das Absehen T oder das Alt Duplex? Genau, hier habe ich die Rangvergabe, habe ich auch schon ein bisschen weiter gesponnen. Erhöht Heeresfrequenz, maximale Heeresfrequenz. Ja, wie gesagt, ich habe hier schon mal ein bisschen gespielt. Es kann jetzt halt ein bisschen sein, dass einiges für euch jetzt noch nicht wie gesagt, es kann sein, dass einige Sachen mit dabei sind und ja, ich werde jetzt mit euch dieses Game mal starten und hier bitteschön. 1943. Eine Welt im Krieg. Eine Welt in Aufruhr. Wir haben Hitlers Nordafrika-Feldzug ein Ende gesetzt. Aber was nun? Churchill drang auf eine Invasion Italiens, nannte die Mittelmeerregion den weichen Unterbauch des Krokodils. Anfangs skeptisch, zog Winston die Amerikaner doch noch auf seine Seite. General Dwight D. Eisenhower, oberster Kriegsherr der Alliierten, plant federführend die gesamte Strategie. Was mich betrifft, ich bin auf dem Weg nach San Cellini, einer abgelegenen Insel im Südwesten Italiens.
Wir haben in dieser Gegend Schiffe verloren. Der britische Geheimdienst glaubt, die Anwesenheit der Luftwaffe auf San Celini ist der Grund dafür. Die königliche Marine hat einen eroberten italienischen Frachter, die Orchidia, entsendet. Sie war mit modernster Funkabfangtechnik ausgestattet. Die gesammelten Informationen bestätigen unsere Befürchtungen. Die Nazis besitzen eine neue Wunderwaffe. Die Überlebenden der zerstörten Schiffe reden von einer neuen Art Rakete. Ferngesteuert von dem Flugzeug, das sie abschießt, spüren diese Raketen unsere Schiffe mit tödlicher Präzision auf. Die Aufgabe der Orchidia war, die Funkmeldungen der Luftwaffe abzuhören, um rauszufinden, was die Deutschen vorhaben. Auch wenn das das höchste Opfer bedeuten würde. Jetzt müssen wir wissen, was die Nazis planen und wie wir sie aufhalten können. Ein hohes Tier der Luftwaffe ist auf der Insel. General Tobias Schmidt. Es ist kein Geheimnis, dass Hitler eine hohe Meinung von ihm hat. Schmidt würde sich niemals lebend ergeben und hat seinen geliebten Führer noch niemals enttäuscht. Aber er könnte über nützliche Informationen verfügen. Meine Mission: Schmidt töten und mit ihm alle hochrangigen Offiziere. Und dann nichts wie weg. Ich sorge dafür, dass die Männer nicht umsonst gestorben sind. Ich muss so viel wie möglich über die neue Rakete herausfinden. Ja, und herzlich willkommen nochmal, wie gesagt, bei Ich muss Sniper mich um Elite Schmidt 4. kümmern und ihn nach Informationen zur neuen Rakete filzen. Die ersten Sachen hier sehen wir: Kontrollpunkt einnehmen. Schmidt ist nicht das einzige Ziel. Die Offiziere müssen auch ausgeschaltet werden. Wie gesagt, ich werde mit euch dieses Zeug hier durchspielen, soweit wie es möglich ist. Mit Q ist das Waffenrad. Dann haben wir hier einmal eine schallgedämpfte Pistole. Die Velrod ist eine gewöhnliche Pistole, aber schallgedämpft. Dann haben wir hier noch eine Thompson. Das ist eine vollautomatische Gewehr. Und dann zu guter Letzt die Springfield, unser Repetiergewehr. Das ist unser Sniper. Wir haben einmal 20 gewöhnliche Munition dabei. Und wenn wir mit links switchen, können wir eine Unterschallmunition, also das schallgedämpft, so gesehenerweise. Hier haben wir noch einmal ein Heilen, Stabilisieren. Dann noch eine Stielhandgranate. Dann können wir einmal auswählen zwischen Pfeife und Stein. Ich bin eher der Steintyp. Und ja, dann mit Shift, also mit Umschalt, kann man laufen. Das seht ihr auch schon bei der Velrod, dass die blaue Anzeige ein wenig nach oben geht. Und ich würde sagen, ich rüste vorher mal den Stein aus. C ist fallen lassen. Jetzt schaue ich gerade mal, da ist der Typi. C ist dann wieder ducken und stehen. Ducken, stehen. Und ich bin gerade am Überlegen, Zielen halten, aus Deckung kommen, genau. Zielen folgen. Also rechte Maustaste ist Zielen, linke Maustaste ist Schießen. Und wir machen hier ein wenig jetzt die Einführung. Und jetzt kann man mit E erstmal die Leiche aufheben. Mit R kann man die Waffe tauschen. Und mit E halten könnt ihr diesen Typi durchsuchen. Irgendwann gibt es dann auch noch Das wird sehr nützlich sein. Irgendwann gibt es auch noch die Möglichkeit, wenn man den aufhebt, dann durchsucht er ihn gleich.
Das werden wir in den Da werde ich rüber müssen. späteren Verläufen auch noch sehen. Und ja, irgendwann überqueren wir hier erstmal die leicht eingestürzte Brücke. Irgendwann werden wir da oben irgendwann mal sein. Aber jetzt das Laufen und Leertaste ist gleichzeitig auch noch Springen. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie die Sachen weitergehen, checkt dann die Beschreibung aus, abonnieren nicht vergessen und ja, wenn ihr auch noch sehen wollt, wie es, ja, sage ich mal, wir können sie auch gerne mal so machen. Ich habe noch Sniper Elite 3, das ist die, wartet mal kurz. Da sind die dann nicht Amerika unterwegs, sondern sind in Asien oder auch in Afrika unterwegs. Das ist dann die afrikanische Seite. Da geht es auch um einen zweiten oder auch im Ersten Weltkrieg noch. Wenn ihr das auch mal sehen wollt, dann können wir das gerne machen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Es kann nur bergauf gehen. Würde ich auch sagen, Kollege. Ach du Heilige. Stoße. Ja, habt ihr es gerade schon gesehen. Da ist ein wenig hinuntergestürzt. Ich überlege gerade, wie das wäre. Oh oh, da kommt er knapp. Genau, da haben wir den infiltrierten Kill. Also wenn sie irgendwelche Sachen fallen lassen könnt durch einen Haken oder durch sonstiges, da wird dann derjenige getötet, somit gesagt. Das ist jetzt halt eigentlich mehr reine Einführungssache. Sonst Ihr habt nichts. schon ein wenig gesehen, was ich hier schon gemacht habe bei den Einstellungen. Und ja. Mit R könnt ihr nachladen, ist leider schon, weil ich so einen Triggerfinger habe, dass jedes Mal, wenn ich eine Munition verbraucht habe, dass ich nachlade. Geht's hier jetzt lang? So. Ach ja. Der Turm ist ein guter Aussichtspunkt. Ach genau. Ich habe bei mir auch noch die Maustasten umgestellt, dass ich hier einmal instant ins Zielen reingehe oder auch ins Fernglas. Aber jetzt wartet einmal. Optionen, Steuerung, Maus- und Tastaturenbelegung. Fernglas B, was ist dann Maus 4? Kamera wechseln.
Ja, mach mal das Fernglas mal auf die Maustaste 4. Dann könnt ihr in dieses Fernglas reingehen. Dass wir das auch mal sehen. Also wenn ein wenig wenn es ein wenig ruckelt, dann bitte ich zu entschuldigen, dass weil irgendwie gerade die Sachen nicht ganz so funktionieren. Wer hat mich jetzt entdeckt? Okay, das ist schon mal ein Spring. Was ist das? Ne, das ist auch ein Repetiergewehr. Wir haben jetzt hier aber schon das Beste, was es geht. Was war noch? Also, okay. Wie geht's hinlegen? Ah, C gedrückt halten. Jetzt gucken wir mal. Da ist auf jeden Fall etwas zum Zerstören. Genau, das sind unsere Ziele. Einmal Schmidt töten, dann den Offizier, Kameras zerstören, dann noch Offizier töten, da hinten noch ein Offizier, Kameras, Kontrollpunkt sichern, Kameras zerstören, da haben wir schon Was mal soll die den ersten. Kamera? Was, Kamera? Mit linker Maustaste könntet ihr den markieren, dann infiltrieren, was er hat, passiv, welche Waffe, einmal der Gegenstände, was er hat, Tellermine, dann Alliierteninformationen. Lukas Hauer sorgt sich um seinen Bruder. Ja, Mai, können wir nichts machen. Da ist auch noch mal einer. Haben wir hier dann noch einen? Ne, MP4 halt. Okay, MP40. Haben wir hier dann noch einen von euch? Leuten? Also irgendwo wird hier sicherlich noch einer sein. Genau, hier hinten ist einer. Das ist ein Laster. Den brauchen wir derzeit nicht. Da hinten ist auch noch was. Das ist auch nochmal ein Laster. Da ist noch einer. Können wir gerne auch mal da hinten hingucken. Da ist noch einer. Hier seht ihr, das kann man zerstören. Die Fracht, was wir vorhin mit dem Ding gemacht haben. Das gleiche, da ist auch ein roter Punkt. Die Sache jetzt halt über uns, die was ihr hier gesehen habt, kurzzeitig, also hier über uns, das ist dieses Flugzeug, was wir vorhin gesehen haben, was uns entdeckt hat. Das könnt ihr auch, als wenn ihr jetzt ja keine Unterschallmunition mehr habt, könnt ihr das dafür hernehmen. Und ja. Jetzt legen wir uns erstmal hin. Genau. Dann machen wir die Unterschallmunition noch mal rein. Da muss er dann nochmal kurz nachladen, weil Unterschallmunition. Ich war doch fest Überzeugung, dass hier noch einer war. Kamera zerstören, dann machen wir das als erstes bei ihm. Hier können wir dann noch einmal auswählen, welche Reichweite. Und ja, jetzt muss ich mal raus. Leertaste ist Lunge entleeren. So, der hat jetzt nichts mitbekommen. Du hast auch nichts mitbekommen.
Habe ich den Schalldämpfer eigentlich drauf? Nee, nicht. Nee, hab ich nicht. Schaut, da wird dann der Schalldämpfer drauf gebaut. Da hinten ist noch was. Da gibt es dann auch noch einen. Du machst es mir jetzt aber echt schwer, gell, mein Kollege. Noch einmal einen schönen Header. Ja, das ist das Problem, wenn die laufen, dann kann es manchmal möglich sein, dass die Sachen nicht so der Burner fliegen und ja, kann es manchmal sein, dass ich bin jetzt ja gerade am Überlegen. Diese Insel ist ein einziger Propagandafeldzug, mit der Orchidea als Höhepunkt. Das klappt jetzt, was ich vor. Ja, natürlich klappt es. So, jetzt laden wir mal kurz nach. Und gucken nochmal. Können wir nochmal die Karte markieren. Den machen wir jetzt als erstes. Offizier töten. Da ist dann Karl. Das ist unsere Hauptmission jetzt das erste Mal.
ist auch noch einer. So, das war. Jetzt können wir uns hier mal kurz hinlegen, weil der untere, der wird jetzt uns dann entdecken, wenn wir den einen Kerl, sage ich jetzt mal, umschießen. Ja, und einigermaßen muss man halt dann auch ruhig vorgehen, dass dieses Problem nicht kommt, ja, ihr wart jetzt zu laut, bitte macht es das nächstes Mal leiser. Ich versuche jetzt hier einigermaßen leise durchzukommen. Das kann sich halt auch manchmal hinziehen und ja, ich versuche einigermaßen die Sachen hier leise zu durchgehen und ich hoffe, dass der jetzt hier nicht rumkommt, weil sonst habe ich ein Problem. Nee, kommt nicht rum. Das wird hinter ihm dann so. Dann mit dem Angriff. Da war doch ein Geräusch. Leisen Kill machen. Und dann müsst ihr ihn leider mal kurz aufheben, dass die Sachen von ihm nicht gesehen werden. Ihr müsst trotzdem hier jetzt noch den Leichnam durchsuchen. Jetzt kann es möglicherweise Das ist sein, alles. dass derjenige seinen Kollegen vermisst, aber es scheint nicht so. Ich versuche ihn jetzt halt einfach mal. Hier kann ich ihn hier ausschalten. Das ist jetzt halt dann immer so. Dieses Problem. Das war hier natürlich nicht leise und gelassen vorzugehen. Kannst du mal versuchen. Ich muss eh noch mal überlegen, wie ich jetzt hier genau so nervig und so halt. Wir versuchen den einen jetzt aber mit einem Ding anzulocken. Mit dem Stein. Was es wohl zum Abendessen gibt? Jetzt haben es beide gehört. Na super. Der eine geht jetzt nachgucken. Da war doch ein Geräusch. Lieber mal nach. Das war jetzt eigentlich so leicht klar.
dass mir das wieder passiert, dass ich das erste Mal schon wieder die Fresse bekomme, so gesagterweise. Findet lieber mal heraus, was? Was war das? Seht lieber mal nach. Ja, und genau zu dem Klang von den Flugzeugen werde ich diese Mission von euch jetzt verabschieden. Für diesen Tag werde ich mich von euch verabschieden und ich hoffe, euch hat es gefallen, die ersten Einblicke von Sniper Elite 4. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen da, vielleicht ein Kommi und ein Like und wir sehen uns bei der nächsten Folge und Servus.